Hallo Reisefreunde und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Die Frage ist ja, ist überhaupt noch irgendjemand hier? Das ist die Frage. Siehst du jemanden? Hallo. Ist jemand hier drin? Wir wissen es ja nicht. Ja, ist ja schon bald 2 Monate her, dass wir uns gemeldet haben. Unglaublich, so lange haben wir, glaube ich, noch nie kein Video gemacht. Und ich würde mal sagen, wir vermissen euch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, und ich hoffe auch ihr vermisst uns ein bisschen, weil ja, ihr seid jetzt hier mit dabei, ihr guckt das Video an und das ist sehr schön und dafür sind wir sehr dankbar nach dieser Pause und wir haben auch was zu erzählen. Ja, wir haben viel zu erzählen. Erstmal, uns geht's gut, wir sind immer noch zusammen, nicht so wie bei anderen YouTubern und so momentan, da finden ja einige Trennungen statt, leider mussten wir feststellen und immer wieder hören. Wir sind glücklich, wir sind zusammen und wir sind im Wald, wir warten gerade auf Freunde, wir werden heute Abend einen Grillabend machen und haben uns gedacht, wir nehmen euch kurz mit, weil es, ja, wie Steffi gesagt hat, ein paar Updates gibt, was wir euch sagen wollen. Und ich würde sagen, heute lassen wir auch die ganz große Bombe endlich platzen. Oha. Ja, heute lassen wir sie platzen, weil wir brauchen ja schon einen Grund, warum wir uns hier nicht mehr gemeldet haben, oder? Mit was fangen wir an? Vielleicht mit dem ersten Wochenende? Genau, weil am Donnerstag wird Karl gesattelt und ja, der fährt dann über 600 Kilometer, bloß nicht mit uns beiden. Nur mit mir. Louis, der arbeitet, ja, der kann nicht frei nehmen, aber ich komme zum Caravansalon Düsseldorf. Ja, die Premiere. Come with us too oder come with me, wie ich am Dachzeltfestival so gerne gesagt habe. Kommt nach Düsseldorf. Es gibt aber keine Vorträge oder sowas, oder? Nein, das ist jetzt total spontan entstanden. Ich bin Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, vielleicht Dienstag noch, das muss ich noch anschauen. Bin ich vor Ort, bin immer mal wieder halt auch unterwegs. Es gibt keine Fixzeiten oder irgendwie sowas. Wer mich sieht, hat Glück gehabt. Und bekommt vielleicht auch einen Sticker. Vielleicht. Oder kann ein Selfie machen mit Steffi. Ja. Handy hinhalten, Selfie machen. Genau, so. Ja, ich kann leider nicht mit dabei sein. Bei mir hat sich beruflich wieder mal ein bisschen was geändert, aber dazu dann später mal noch mehr. Ja, aber wie gesagt, heute lassen wir auch die ganz große Bombe platzen. Das ist auch der Grund, warum so lange keine Videos mehr kamen. Wir brauchten ein bisschen Zeit, um ein Buch zu schreiben! Ja, wir schreiben ein Buch. Ja, es ist geschrieben. Es ist geschrieben, es ist schon abgegeben. Wir schreiben das zusammen, oder wir schreiben das besser gesagt für einen großen Verlag in Deutschland, für den Bruckmann Verlag. Aber jetzt kannst du sagen, du hast ja den Löwenanteil an diesem Buch, oder? Genau, wochenlang bin ich quasi nicht mehr vom PC weggekommen, weil ich geschrieben habe. Es gibt ein Buch, es heißt On the Road mit dem Campervan durch Europa. Es gibt 45 Länderrouten mit dabei. Es ist unsere persönliche Reise, die man da nachfahren kann. Es gibt Übernachtungstipps, es gibt Restauranttipps, es gibt Aktivitätentipps, halt alles Mögliche, was wir unternommen haben. Jetzt endlich einmal konkret mit Koordinaten, mit der genauen Route. Es hat sogar eine kleine Karte dabei mit vielen Bildern und trotzdem in unserem persönlichen Stil geschrieben mit unseren Erlebnissen und Erzählungen. Es ist also sozusagen ein Tagebuch, das aber gleichzeitig auch dazu dient, dass man diese Route oder Teile davon nachfahren kann. Ich würde sagen, mega cool. Darauf stoßen wir gleich mal an mit dem Schweizer Bier. Schaut mal, Quellfrisch, das beste Schweizer Bier. Auf jeden Fall, das ist für uns die Erfüllung aller Träume oder vor allem meiner Träume. Ich als Journalist ein Buch in der Hand zu halten, das man aus dem Buch gestellt, das im Buchhandel verkauft wird. Das ist für uns das Größte, was überhaupt passieren konnte. Als uns der Verlag da angeschrieben haben, haben wir es gedacht, es sei ein Spam-Mail, aber war es nicht. Wir waren jetzt über ein halbes Jahr damit beschäftigt, dieses Buch zu schreiben. Und noch immer nicht fertig. Und immer nicht fertig. Im Moment haben wir die erste Fassung vom Lektorat zurückerhalten. Das ist jetzt so ein bisschen schon im Design. Es ist noch teilweise ein bisschen zu lang, zu kurz. Es fehlen noch 1, 2 Bilder und vor allem fehlen über 300 Bildunterschriften. Und wir wissen auch schon, wann es erscheint. Es gibt ein Datum, wann es erscheint, und zwar am 21. Oktober 2019 ist es im Handel. Und man kann es jetzt schon vorbestellen. Wer ganz genau sucht auf Amazon, der findet es schon. Wir machen jetzt keinen Link unten rein oder irgendwas. Das machen wir erst, wenn wir das Buch in der Hand halten. Genau. Aber das war der Grund, warum wir uns so lange nicht mehr gemeldet haben, warum es kein Newsletter gab seit Februar oder sowas. Also verzeiht... April, verzeiht uns bitte, dass das ja ein bisschen Verzögerung hat, aber jetzt wisst ihr endlich, von was wir nicht erzählen durften. Aber wie gesagt, uns geht's gut, Karl geht's gut, wir haben uns super eingelebt in unserer Wohnung, macht mega Spaß, obwohl
so ein bisschen Fernweh schwingt da natürlich schon ein bisschen mit. Natürlich schwingt bei uns immer ein bisschen Fernweh mit und momentan, ja, weil eben, da gab es ja nochmal Wechsel und so weiter bei dir und deshalb hatten wir quasi gar keinen richtigen Sommerurlaub. Entsprechend sind wir einfach kurzzeitig ein bisschen unterwegs in der Schweiz. Das bekommt ihr auf den anderen Social-Media-Kanälen, vor allem mit ganz wichtig. Instagram. Genau. Instagram ist momentan, wenn ihr uns verfolgen wollt, wenn ihr wissen wollt, was wir machen zwischendurch, dann folgt uns unbedingt auf Instagram. Link unten in der Infobox und auch hier nochmal. Unbedingt auf Instagram, da bekommt ihr unser ganz privates Leben auch mit. Da passiert momentan am meisten, weil wir halt einfach für YouTube, obwohl es unsere liebste Plattform ist und wir euch wirklich vermissen und die ganzen Kommentare vermissen, ja, einfach nicht so Zeit haben dafür und auch kein Material, weil wir halt einfach nicht so unterwegs sind. Wir werden sicher die nächste Zeit, Steffi wird vielleicht ein Video vom Caravansalon. Ja, mal gucken. Das wäre natürlich cool, wenn wir ein Video vom Caravansalon hätten. Mal schauen, ob sich Steffi da durchringen kann. Wir haben natürlich viele Termine am Caravansalon Düsseldorf. Da dreht sich einerseits ums Buch, andererseits dreht sich um Blogger-Treffen gibt es natürlich, genau, und alles Mögliche. Halt einfach, so eine Messe ist für uns mittlerweile mehr Arbeit als was anderes, aber das macht ja auch total Spaß. Es soll ja nicht immer Arbeit sein, es soll ja auch Spaß sein und wir haben nochmal ein richtig, richtig großes Projekt im Petto. Und ich würde sagen, wenn wir schon dabei sind, dann hauen wir das doch auch gleich raus, oder? Also, ebenfalls dein Auftritt. Ebenfalls mein Projekt, genau. Und zwar Swiss Caravansalon. Wenn wir schon beim Caravansalon sind, oder davon gibt es ja auch eine Schweizer Ausführung in Bern, da waren wir jetzt ja schon 2 Jahre dabei. Wir hatten auch jeweils Vorträge gehalten und als ich dieses Frühjahr mit dem Messeleiter mich an einer anderen Messe getroffen habe, da hatten wir irgendwie beide gleichzeitig dieselbe Idee und es gibt das allererste offizielle an einer Messe stattfindende Van Life Camp. Da werden vor allem Schweizer Blogger, Vlogger und so weiter vor Ort sein. Es gibt aber auch so ein bisschen näheres Ausland wird ebenfalls da sein und so ein paar bekanntere Namen. Genau, unsere Freunde gehören da natürlich auch mittlerweile schon mit dazu. Und in diesem Van Life Camp werden einerseits verschiedene Vorträge stattfinden, wo halt einfach die Leute, das sind teilweise Langzeitreisende, die waren auch schon auf der Panamericana und so weiter unterwegs. Da gibt es aber auch Leute, die sind im Ausbau sehr stark. Da gibt es Leute, die leben immer im Van. Da gibt es Leute, die leben nur sporadisch im Van. Aber es dreht sich alles so ein bisschen um den Lifestyle Van Life. Also es gibt spannende Vorträge, ein bisschen Workshop-mäßig auch was und Abendprogramm, abends sogar. Die Details, die verraten wir euch dann noch in einem separaten Video, würde ich sagen. Sonst wäre das zu lang, aber wie gesagt, wir sind an vielem dran. Wir schreiben zum Beispiel auch viele Beiträge momentan für Pinkcamp. Wer uns auf Pinkcamp folgt, der findet auch ganz viele Artikel. Pinkcamp kann man uns nicht folgen. Doch, man kann aber schon. Auf der Webseite kann man nach uns suchen. Genau, da haben wir zum Beispiel einen super Beitrag über Malta, wo ihr nachlesen könnt, die coolsten Spots, wie man da hinkommt und so weiter. Wichtig heute ist einfach, dass wir uns wieder mal gemeldet haben, dass ihr seht, dass es uns gut geht, dass es uns überhaupt noch gibt, weil ja, es war jetzt halt schon wirklich eine lange, lange Zeit, aber ich glaube, man sieht es uns an, uns geht es wirklich sehr gut. Wir sind glücklich, genau. Die Pause, die Reisepause, die nutzen wir vollkommen oder ich vor allem für unser Projekt und die ganzen Details eben. Ihr habt das jetzt gehört, was da bei uns momentan geht. Das sind Riesenprojekte, die brauchen mega viel Zeit. Und ja, da läuft wirklich einiges und das macht halt einfach auch mega Spaß zu sehen, was da aus so einer einfachen Reise, die wir mal gestartet sind, erfolgen kann. Ja, und ganz nebenbei lernen wir noch ein bisschen Russisch, ein bisschen Finnisch. Man weiß ja nie, was kommt im Leben, muss man mal schauen. Auf jeden Fall, wie immer gesagt, was lernen, oder? Das tut dem Kopf gut, das tut dem Geist gut. Genau. Wichtig war wirklich, dass wir uns wieder mal melden, dass ihr nicht denkt, wir seien nicht mehr da oder wir seien für euch nicht mehr da. Wir planen auch so verschiedene Videoreihen, was man machen könnte, aber wir haben immer noch das Problem, dass wir zu Hause keine Videos drehen können, weil der Ton so schlecht ist. Da möchten wir uns noch bedanken für die vielen Views und es war wirklich ausnahmslos positives Feedback zu unserer neuen Wohnung. Vielen lieben Dank dafür, da sind wir mega froh, dass das so gut aufgenommen wurde. Nochmal eine Bombe, die wir platzen lassen, können wir eigentlich, wenn wir schon dabei sind. Karl, der bekommt nämlich in Kürze eine Lithiumbatterie. Eine Lithiumbatterie. Genau. Wir rüsten Karl natürlich. Ja, und wir müssen Karl auch noch umbauen.
Ja. Aber nicht für die Lithium-Batterie, aber die gibt uns den nötigen Platz. Wir haben ja momentan 2 100 Ampere-Stunden Batterien drin. Ich glaube, das sind Qi-Batterien, die wir momentan da drin haben. Und da wir ja jetzt nur noch eine quasi brauchen, weil die Lithium-Batterie mit 120 Ampere-Stunden ja viel weniger Platz braucht, aber viel mehr genutzt werden kann als die 200 anderen. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, dann schaut mal das Solarvideo links hier oben, wo unser Solarprofi das alles erklärt. Genau, aber wir kriegen mehr Platz. Wir müssen unser Bett auch noch ein Stückchen nach oben lassen, weil wir haben auch noch neue E-Bikes mit dabei. Und mit denen rasen wir momentan so ein bisschen durch die Gegend. Ja, wir testen sie auch auf die Offroad-Tauglichkeit. Ja, wir haben E-Bikes bekommen von RSM Bikes, die werden wir euch auch noch vorstellen. Das war jetzt wirklich, wir sind bei 10 Minuten. Ich würde sagen, wir werden nicht mehr länger. Wir müssen jetzt hier langsam ein bisschen Feuer machen, dass wir Feuer haben, wenn unsere Freunde kommen. Das wäre noch cool, weil sonst heißt es, ja, wir seien ja schon lange hier. Was habt ihr denn gemacht? Ja, wir haben ein Video gedreht für euch, weil es uns wichtig ist. Bald sind wir 20.000 auf YouTube. Das wächst und wächst, obwohl wir keine Videos hochladen. Und ja, das war ein kurzes Update. Ihr habt erfahren, wie es uns geht. Jetzt würde es uns natürlich interessieren, wie es euch geht. Wo wart ihr im Sommerurlaub? Was habt ihr gemacht? Wir hatten ja keinen, oder? Deshalb nehmt uns jetzt ein bisschen mit auf euren. Wir haben euch ja jetzt 2 Jahre mitgenommen auf unseren. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mal unten eure schönsten Erlebnisse rein von eurem Sommerurlaub. Ja, und einige sind ja unsere Route nachgereicht. Wir haben viele Mails und Kommentare bekommen, Fotos auch. Was mega cool ist. Und ja, das ganze Leben momentan macht so Spaß. Es ist einfach super, was alles aus diesem Come With Us To entstanden ist. Es ist unglaublich. Wir sind immer noch hin und weg, wie viele Anfragen. Das Buchprojekt, das ist riesig, das ist unglaublich. Ja. Und das wollten wir euch jetzt endlich heute an diesem Sonntag sagen, weil es uns wichtig ist. Und ja, ich würde sagen... Es ist Samstag. Das musst du meinst... Oh. Es ist Sonntag. Es ist Sonntag. Es ist total live. Es ist Sonntag. Es ist nicht schon Tag alt, das Video. Es ist Video. Sonntag. Aber wir wollen nicht mehr länger werden. Wir melden uns in Kürze wieder. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook. Newsletter kommt auch wieder bei Zeit und bleibt unbedingt dabei. Wir können euch versprechen, es bleibt spannend auf diesem Kanal, auch in Zukunft. Es wird viel passieren. Wir planen viele coole Dinge und ja, besucht Steffi am Caravansalon in Düsseldorf. In diesem Sinne, Europa ist geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.